Wir losen gerade in Psalm 91, Verse 1 und 2. Wer bei den Allerhöchsten am Schulling wohnt, wird sich bei den Allmächtigen am Schurten verheven. Der wird zum Herrn sein, du bist meine Zuflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, auf den ich mich verlot. Und Gott ist meine versicherte Stadt. Und als Bibelleser weiß wir, dass Jerusalem auch eine versicherte Stadt war. Verschiedene Königs, dus David und Hiskia, hatten geprüft, Jerusalem undurchdringlich zu merken, dass kein Feind durchnehmen kann. Indem sie große Meeren, Raum der Stadt bauen deuten und auch große Turms bauen deuten. Und Archäologen haben weiße Teile von diesem Meerraum Jerusalem gefunden, wird ein Fundament von 20 Schuhe breit haben. Kann wir uns das vorstellen? So breit. 20 Schuhe. Und weiße Teile stehen noch von mir von der und da, und die sind 10 Schuhe hoch. Wir werden erst einmal, noch viel höher, right? Aber nur 2000 Jahre stehen diese Dinge noch. 20 Schuhe breit, 10 Schuhe hoch. Wie eine große, riesige Meer, was Raum Jerusalem wir. Und wir wollen mit Gottes Hilfe von der Samarias sein Wort forschen, um zu finden, woran Hiskia diesen Meer bühen leid. Und dann wollen wir eine noch viel größere Leistung von ihm betrachten. Woran leid Hiskia so ein großer Meerraum Jerusalem bühen? Was glaubt ihr? Die vielen Büten zu hellen, Krieg. Ja. Wenn wir ein Wort Gottes lesen, das wir in 1. Chronik fingen dann. Wer mitlesen will, weil ich von der Mal ist actually nur viel über Gott sein Wort lesen, so wenn es dient halten wird, mit der Folgen, dann will ich die Bibelstellen einmal erwähnen. Erstens will ich 1. Chronik 5, 25 und 26 lesen. 1 Chronicles 5, 25 to 26. 1. Chronik 5, 25 bis 26. Gottes Wort sagt, wir sei sich über an ihrer Furcht ihren Gott versinnen in deinten der Jatter von der Urenwohner, was Gott vor die Israeliten verdreven hat, struft der Herr Israel, Gott, an, die Israeliten durch die Königs Pol in Tiglat-Pileser von Assyrien. Er führt der Rubeniter, Gaditer in der halben Sturm Manasse weich und brachte die nach Halach. Was weiß ich von diesen 3 Stämmen Israels? Wo wären die? Da wären die 3 Stämme, die nicht eben im Jordan wollen, nicht? Die haben das Land so sehr gelegt, was am anderen Seite Jordan wir. Riefer Jordan, nicht? Und die sagen, komm, das Land ist ganz reich für uns. Wir sind Schubholz, das wird ganz feine Wertland sein für unsere Schub. Wir wollen ihn helfen, Kanaan zu besiegen und eben nehmen, aber dann wollen wir trainen, das Land gehen und das soll uns Orb sein. Okay, gut. Aber guck mal, das wären die erste Stamm Israels, was weggeschlappt werden. Right? Wenn sie nicht am anderen Seite Riefer werden. Das ist doch nicht interessant. Ja. Und dann gingen die Assyrer nach Samaria. Samaria war die Hauptstadt von Israel. So damals gab es 2 Königreiche. Israel wie Norden und Juda wie Süden, nicht? Und die Hauptstadt von Israel war Samaria. So dann gingen die Assyrer nach Samaria, der Hauptstadt in Israel, von denen wir in 2. Könige 15, Vers 19 lesen. Da. In 2. Könige 15, Vers 19, so sagt die Bibel ans. 2 Kings 15, Vers 19. Paul, der König von Assyrien, kam gegen Israel. Und König Mehenehem gab Paul 30.000 Kilo Silber, sodass Paul gestatten wird und wird helfen, seine Macht als König halten. So der König von Israel sah, wo diese 3 Stämme Israel weggeschlappt werden, und er wusste, komm mal, wir machen hier nie was tun. So er gab einen großen Geld, der König von Syrien oder Samaria, der König von Assyrien,
dat hij ihren Tag looten worden. In Bibel geleerd zijn dat de Israëlieten in Samaria jeder Jahr diese Geld den Assyrien tun mussten. Das war so ein Tags. Über ungefähr 20 Jahre later wir durch eine andere König in Samaria. Und den sie nennen wir König Hosea. Und Gottes Wort sagt uns in 2. Könige 17, und die Verse 3 bis 6, 2 Kings 17, 3 bis 6. Und der König Salmanassar von Assyrien kam gegen Hosea. Und Hosea leitet sich von fair sein und muss jede Jahr Geld tun. Und dann war der König von Assyrien an, dass Hosea einen Plan gegen gemerkt hat. Er hat Mann dem ägyptischen König so geschickt und hat nicht seine gewöhnliche Tooling gemerkt. Dann leitet der assyrische König Anstappen in einem Gefängnis festhalten. Und der assyrische König kam mit seiner Armee durch das ganze Land in Samaria. Er besat Samaria für 3 Jahre. Und Hosea sein 9. Jahr dann als König, dann kam der assyrische König der Stadt Samaria an und er verschlagte die Israeliten nach Halak. So erstens, diese 3 Stämme, die am anderen Seite Rifa waren, die mussten weichgeschlagen werden. Und nun, wieder 20 Jahre später, dann kamen die Assyrien nach Samaria und den Krieg so durch. Wenn Hosea seine Toolings nicht mehr tun wollen. Und ganz dicht wir noch eine andere Königreich. So, diese 3 Stämme werden weich, Israel wird nu weich, und dann gibt es noch Juda. Und König Hiskia, wie mal 6 Jahre König war, als er sah, was mit den Israeliten in Samaria passiert wird. Wo die Assyrier von ihr eigenen Land weichgeschlagen wurden. Und wenn das nicht schlecht genug wird, dann lesen wir in 2. Könige 18, 13 und 14. 2 Kings 18, 13 und 14. 2. Könige 18, 13 bis 14. Und als Hiskia in sein 14. Jahr König wird, dann kam Sanherib, ein anderer König von Assyrien, der König von Assyrien mit seiner Armee gegen Juda. Er nahm all die Städte an, was eine Meer in Gewehr hatten, und dann schickte der König Hiskia von Juda eine Nachricht mit den assyrischen König in Lachish und sagt, das ist was Hiskia sagt, ich habe euch getan. Wenn du mich warst tachluten, dann war ich die Krieg dort geben, was die Hand war. Und der König von Assyrien verlangt 300 Talenten Silber und 30 Talenten Gold von Hiskia, den König von Juda. Also, König Hosea muss Hiskia Toolings nicht merken. Aber er will den nicht ab einmal merken. Wenn wir was schreiben da nicht, die Toolings will wir nicht ab einmal merken. Aber er wird falsch. Und aber er will von dieser Sache loswerden. Und also dachte er sich einen Plan aus, wo er sich von der Assyrer ihren Macht losmerken kann. Also was tut er? Ans Antwort fingen wir in 2. Chronik. So, wir losen gerade uit 2. Königs, nicht weil wir waren drin in 2. Chronics blädern. 2. Chronik, 2. Chronicles, 32. 2. Chronik, 32, Vers 5. Gottes Wort sagt in Vers 5, Hiskia leidt die Staatsmieren überall uitbeteren, wo die Schulden gekriegt haben und büt durch Terms ab. Und ab Büte kommt, büt er noch die 2. Meer. So ein Meer wie nicht genug, er leidt sich eine 2. Meer daran bühen. Ein 2. Meer in an David statt Mürkei, dem Schutzplatz um Milo, sei er stark. Und büte dem Leid er viel Spießen in Schilden merken. So, er wisst, dass sobald die Assyrier von seinem Plan zu hören kriegen würden, dann würden sie ab dem Weich sein, nicht? Durch eine Juda. Und er überall dafür bereit sein. So, er leitet sich, das erste Meer war der Abwechseluten und dann hat er sich noch ein 2. Meer gebüht und dann Terms noch und dann Gewehr, extra Schilden und Spießen gemerkt, all diese Dinge, Möglichkeit, er weiß, was meist wird an entgegenkommen wird. Und obwohl Hiskia Jerusalem zu einer versicherte Stadt macht, du wir noch das Wort, was am viel wichtiger wird, liebe Geschwister.
Und dort wir Gottes durch sind, Gottes Gegenwart an Jerusalem zu haben. Hiskia wisst, dass wenn Gott nicht mit am wir, dann wird kriegen down, wo sicher seine Stadt wir. Er wird gegen die Assyrer verspielen. Eier aus Hiskia seine mir in Turms, Bühnen leid, und eier die viel Spießen und Schilden mög, wohl den Bund zwischen seinem Volk in Gott ernähren. Will die Geboten Gottes halten und Gott so dein, als wo Gottes Wort dort verlangen deit. Und ich will ein Bibelaufschnitt für uns lesen, das ist ein längerer Aufschnitt, der wir in 2. Chronik fingen down, in Kapitel 29, und das sind die Verse 3 bis 10. So warte, wer mal lesen will, lese ich in 2. Chronik 29, die Verse 3 bis 10. 2 Chronicles 29. Vers 3. Kann ich Hiskia mög in der ersten Monat, am ersten Jahr in seiner Regierungszeit, sobald es nannkam, mög die deren am Tempel waren up und leit die in Ordnung bringen. Liebe Schwester, aber dann, wie Gottes Haus zugemerkt worden. Mög die up. Und weil wir wieder lesen. Und raubt die Priester und die Leviten taub, und sie versammeln sich auf dem Platz am Osten, und sagte an, Harch, was ich ihnen sei, je Manne vom Sturm Levi, mir könnt rein für ihren Dienst. Und dort dem Herrn, jene Furisch ehren Gott, seinen Tempel reinigen und anwehen, riemt durch alles Rüd, was dem Arien gemerkt hat. Unsere Furisch sind dem Herrn antreu geworden, und haben so getan, was am Schleich gefallen. Sie haben dem Herrn verloren, und gesagt von ihm in seine Wohnung weichgedreht. Und den Rehen heidreht. Sie haben sogar die Dern und dem Verrühm zugeschluten, die Lampen ausgemerkt am Tempel Gottes. In Israel ehren Gott an seinen Tempel kein Rückopfer und kein Brandopfer mehr gebracht. Und du wegen, sagt König Hiskia, du wegen aus dem Herrn sind euer über Juda in Jerusalem gekommen, und er hat an du Hand kommen lassen, dass sie ein aufschreiendes Bild oder Beispiel geworden sind. Das ist eine abschätzige Stätte geworden, wo er gespart wird. Und so als jeder mit jenen Jungen sein kann, und deswegen sind unsere Väter auch im Krieg angekommen, und unsere Frühes in Kinder an der Gefangenschaft gerufen. Und ich kann nun am Sein mit dem Herrn Israel, ihren Gott, einen Bund zu schließen, an der Hoffnung, dass er seinen Euer von uns tragen wird. Für Hiskia wieder ganz klar, dass der Isaac, woran Gott die Israeliten in Samaria weichschlafen leid, wir wegen ihrer Sünden, dass sie ihren Rehen zu Gott gedreht haben. Dass sie Gottes Haus tun mögen. Dass die Opfersystem abhören deuten. Ganz zur Zeit deuten. Dass sie ihren Bund mit Gott nicht gehalten haben. In einer Stadt Gott zu deuten, hatten sie aufjata euer Bet. Steiner. Juda muss anders sein. Und Hiskia befahl den Leviten und den Priester, sich zu reinigen. Die sollen sich reinigen. Und dann Gottes Tempel reinigen. Alles rührt, was rührt muss. Alles war abbühen, so ist ihr schwer. Alles war fixen. Und als sie dann fertig werden, dann raubt Hiskia die erste Mann aus der Stadt nach sich und ging mit Antopne dem Herrn sein Haus. Und sie brachten Gott verschiedene Opfer, so Gottes Gesetz verlangt. Und er war noch nicht fertig. Hiskia schickt Botschafter mit Brief durch das Land Israel und Juda. Weil wir daran denken, er wird nicht mal kann ich über Israel, er wird kann ich über Juda, aber er schickt Brief durch ganz Israel, dort Kinder Gottes kommen soll. Nach Jerusalem treten soll. Auch nicht der Stamm Ephraim und Manasse, lud die an Jerusalem, nach dem Herrn sein Haus zu kommen. Und zu dem Herrn Israel, ihren Gott, seine Ehe dort Passafas zu führen. Wollten sie für Jahre nicht mehr getan. Und als das Fast dann irgendwie, dann gingen die versammelten Israeliten erst noch an die anderen Städte von Juda und verbrühten die Gedenksteine, die Aufjätter.
und hakten die Aschera-Bilder an. Sie verstehen auch die hohe Opferstätten in den Alturen, was die Israeliten gemerkt haben. Von den fremden Jaten, was du wären. An ganz Juda, an Benjamin, an Ephraim, an Manasse. Aber nicht von der Ewe bleibt. Er sagt auch zu den Anwohnern von Jerusalem, dass sie den Teil, was die Priester und Leviten traf, geben sollen, sodass sie sich ganz für ihre Abgabe hingeben können, so dass dort im Herrn sein Gesetz festgeschrieben ist. Und dann in 2. Chronik 31, 2. Chronik 31, Verse 20 und 21, sagt Gottes Wort ans. 2. Chronik 31, Verse 20 bis 21. So mög Hiskia dort an ganz Juda. Hij deed wat vor dem Herrn seinen Gott reich und gut wir, im Beweis haben, damit, dass hij treu wir. Und als dem Tempel deins Wade in Ordnung brach, in dem Herrn sein Gesetz und seine Geboten Wade Respekt verschafft, dat hij dort alle, wie es hij seinen Gott mit seinem ganzen Hort gehorchen will. Deswegen habe ich all diese Dinge getan, liebe Schwester. Wie es hij Gott vom ganzen Herzen gehorchen will. Hiskia will seinen Gott gehorchen. Er deed alles, was er kann als König, um sein Volk treu nach Gott zu bringen. Sodass Gott weiter in Jerusalem wohnen wird. Er weiß, dass er nicht viel Zeit hat, bis er sicher für Jerusalem kommen würden. Und kriegt dort dann, was sie in Samaria deuten. Er weiß, dass Gott muss ihre versicherte Stadt sein. Dass sie sich ab Gott verluten mussten. Und nu wird Mess, Krieg, was du. 2. Chronik 32, Vers 1 sagt, nu dem, als Hiskia das alle gedoen hat, und dem Herrn du mit bewiesen hat, dass er treu war, kam sein Herab, der König von Assyrien, mit seinen Truppen gegen Juda und belehrt, die vorste Städte, um die unter seine Gewalt zu bringen. So er hat groß vor, dich all diese Dinge zu tun. Und dann kam der Feind. Was hat Hiskia dann? Er hat Krieg dort, was der Psalmist in uns Anleitungstext sagt. Er nimmt Zuflucht an seine versagerte Stadt. Und liebe Geschwister, hier meine ich nicht Jerusalem. Hier meine ich Gott. Was Hiskia dort sagt, dort sein Herr am Sein hat, gegen Jerusalem zu kämpfen, stellt er Befehlshaber, seine Männer an, wo dort Kriegsvolk anleben sollen, so diese Fürste, diese Generals, wie einer vielleicht sein kann, wann dort eine Belehrung gibt. Und er versammelt die sich auf den Platz am Staatsport und seht an. 2. Chronik 32, Verse 7 und 8. 2. Chronik 32, 7 und 8. Das ist, was heute ansagt. Sieht mutig und entschlossen, fürchtet nicht und verzweifelt nicht vor dem König von Assyrien in seiner Armee, was bei ihm ist. Wie es mit uns ist ein Grater als mit ihm. Er steht sich auf menschliche Kraft, der König von Assyrien, mit uns über als der Herr, ans Gott. Der wird uns halten, in unserem Kampf leben. Und dort Volk verleiht sich ab der Wirt von Hiskia, dem König von Juda. Wenn wir unsere Bibel in Jesaja 36 dann aufmerken, dann lesen wir in den Versen 4 bis 5, was dann passiert ist. Das sind die Wort von Jesaja, was Prophet damals war. Jesaja 36, Verse 4 und 5. Und der Rabschake, das wären die Männer von Assyrien, die geschickt werden nach Jerusalem. Der Rabschake sagte an zu den Israeliten, oder der Kinder Gottes in Juda, sagt dem König Hiskia, das ist, was der große König, der König von Assyrien sagt. Wo bist du die so sicher? Ab was verlässt du die? Kann ein paar Wirt gegen den Plan von einem Kommandant oder gegen die Gewalt von einer Armee stehen? Ab wem verlässt du die nu, dass die unabhängig von mir gemerkt hast? Ab was oder wem verlässt du die? Liebe Geschwister,
diese Frauen sind gleich so gut für uns, wenn wir aus Samarias gemeint. Verluten wir uns auf uns Salz, auf unsere Fähigkeiten, auf unsere Dinge, uns Geld, unsere Beziehungen. Wenn der Feind uns entgegenkommt, wenn der Feind uns angreifen will, wo fing wir Zuflucht? Im Herrn. Du bist bloß einer, der uns so eine Zuflucht geben kann, was uns wirklich bewahren wird. Und das ist Gott. Er ist unser versicherter Staat. Und obwohl Hiskia eine große versicherte Stadt hat, Jerusalem, und eine große Armee hat, als er den Rabschake von Assyrien erwähnt hat, dann reiht er seine Kleider zwei, sagt Gottes Wort. Und er tragt sich ein Sarg über. Das kann ich. Er ging an dem Herrn sein Haus. Und er schickt seine Diener nach Jesaja, um Rat von Gott zu kriegen. Er probiert alles zu tun, was er kann, um sein Volk Tränen Gott zu bringen. Und doch ist der Feind gekommen. Und nu weiß er nicht, was er tun soll. Er will eine Antwort von Gott haben. Und Jesaja, Gottes Prophet damals, sagte an, in Jesaja 37, Isaiah 37, die Verse 6 bis 8. Jesaja 37, Verse 6 bis 8. Er sagt ihnen Herrn, den kann ich es gehen, der das, was der Herr sagt. Ängst die nicht für dort, was du hier hast. Damit, was der Eugestalte von dem assyrischen König mir gelastet haben. Hör mal, ich war dem assyrischen König, was Luten groß waren, so dass wenn er eine gewisse nur recht hat, dann wird er 3 in sein Land tragen, und du in sein Land, wo ich am Luten mit dem Schwert durchschlagen wollen. Und der Rabschake hier, dort der assyrische König sich hat von Lachish 3 tragen, er mit seiner Armee gegen Libna gegangen wir, und so verleiht der Rabschake Jerusalem. Kriegst du das Gottes Wort dort sehen. Und aber hat es nicht lange gedauert, bis sie 3 wären. Und der assyrische König schickt wahre Männer nach Hiskia und bestellt an den, sie sollen Hiskia, den König von Juda, das sein. Das sagt hier in der Verse 9 und 10, Lud ihnen Gott, ab denen du verlässt, die nicht hängen Licht wären, wann er versperren hat, dass Jerusalem nicht wird unter der Macht von dem assyrischen König gegeben worden. So dieser Rabschake, was die Ware gekommen wären, die sehen zu den Männern Judas. Guck mal, jün Gott verspricht, jün zu beschützen und zu bewahren und so eine Sachen. Aber guck mal, wie seid ihr hier Ware? Was da je nu? Wir gingen Staut 3 weich, aber nu sind wir hier. Und wir wollen Krieg dort mit jün tun, als was wir mit diesen anderen Ländern getan haben. Mit Israel, mit diesen 3 Stämmen, all die anderen Länder, wo Assyrien übernommen. Was da je nu? Und als Hiskia diesen Brief, den die Männer brachten, gekriegt und gelesen hat, dann ging er durch in dem Herrn sein Haus. Und am Haus Gottes möchte er den ab. Und Hiskia bet dem Herrn an und sagt, Herr, die du alles regierst, die du in Israel Gott bist, die du deinen Thron hoch über die Cherubin hast, du bist der einzige Gott, über alle Königreichs, aber ihr. Du bist derjenige, wer den Himmel und die Erde gemerkt hat. Herr, bring dein Uhr ein bisschen nur in Hart. Herr, merk deine Uhren auf und kick mal, sei mal alles, was der sein Herr geschrieben hat und wo er den lebenden Gott gelastet hat. Das ist so, Herr, dass die Königs von Assyrien alle Länder verdorben haben. Und das ist so, dass sie ihre Jatte haben am Vieh geschmierten, aber das wären ja nutzlose Jatte. Das wären Dinge, die Menschen hingen von Holz und von Stein gemerkt hatten. Das ist, was sie verdorben haben. Und nu, Herr, uns Gott, bet ich, rat uns von seiner Macht, so dass alle Völker aber ihr ansehen wollen, dass die Herr allein Gott bist. Und dann schickt Jesaja eine nur rechne Hiskia, was folgendes sagt. Jesaja 37, 33 bis 35.
Das sind die letzten Verse, wenn ich gerade gelesen war. Jesaja 37, 33 bis 35. Jesaja sagt, das wird der Herr über den assyrischen König sagt. Er wird nicht in diese Stadt ankommen und wird keine Felder anschreiten. Der wird sein Schild nicht nur jünd drehen und wird keine Erd abschaden gegen jüne mir. Er wird Schmack, den war ich trägen, wenn er gekommen ist. Er wird nicht an diese Stadt ankommen. Der Herr sagte, ich werde diese Stadt meinen Schutz geben, die Raden, das da ich, so dass zu sein ist, dass mich zu vertrauen geht, und David, der mir deint, sind helfen. Und dann ging dem Herrn sein Engel und schlug 185.000 Männer am assyrischen Lehrer an. Über Nacht. 185.000 Männer. Und die Samarias sagen die, was du dann wirst, dort alles voll Todes lag. Und dann riemt sein Herr, der syrische König, seine Sachen taub und ging weiter, er ging nach Hause. Und was passiert mit ihm dort Hause? Wer weiß? Wird angebracht von seinen eigenen Sehens. Kriegst du Gottes Wort sehen? Er wird nicht ein Pfad an dieser Stadt stoppen. Sagt Gott. Der Psalmist sagt, wer bei den Allerhöchsten am Schölling wohnt, wird sich bei den Allmächtigen am Schotten verehren. Der wird zum Herrn sein, du bist meine Zuflucht und meine versicherte Stadt, mein Gott, ab den ich mich verlot. Und das, was Hiskia selbst belebt hat. Und ich glaube, viele von uns hier von der wurden Erfahrungen auftauschen können, wo Gott uns in der Vergangenheit geholfen hat, nicht? Wer hat das nicht belebt? Haben wir das nicht alle belebt, nicht? Wo Gott uns helfen wird, wenn wir Schotten oder wenn wir Zuflucht in Arm nehmen. Gott ist dort, als du, da bleibt du. Aber wenn wir seinen Schutz haben, liebe Geschwister, dann machen wir eine Arm gehen. Dann machen wir uns ab Arm verloten. Dann machen wir Zuflucht in Arm nehmen. Wenn wir dort nicht tun, dann habt ihr nicht, dass Gott eine versicherte Stadt ist. Gott will deine versicherte Stadt sein. Liebe Geschwister, nehmt Zuflucht in Arm. Kreiten und Wort uns entgegenkommt, verspricht er uns, zu helfen, zu bewahren, zu beschützen und mit uns zu sein. Verlut die ab Gott, so es es geht. Amen.